Klatsch einmal für Daddy. Good boy. Er ist so klar gesagt, du bist 32 Jahre. Erstens, ich bin 30. Okay. Hey Jungs, Hamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwitsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich's. Jetzt Kurz und Bündig. Ja, Bruder. Jetzt geht's Kurz und Bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Was geht, meine Achininos? Welcome to a new episode from your favorite podcast. Wir sind zurück im Podcast von der schönsten Kurve der Schweiz. Haben wir lange nicht mehr gebracht. Wie geht's dir, Bro? Wir haben das wieder 2 Wochen nicht gehört. Ja, Mann. Hamdi, es geht dir gut? Es geht mir blendend. Urgeil. Super. Urgeil, es ist warm. Es ist brutal warm. Draussen war angenehm. Da habe ich vergessen, dass das Wärme speichert für 3 Wochen. Wirklich crazy. Wie geht's dir, Mann? Mir geht's sehr gut. Okay, nächste Frage. Crazy. Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr motiviert zum Aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, über was wir heute reden. Ja, ich habe schon 2 Sachen, die ich mit dir muss besprechen muss. Oh, shit. Ja, vor allem, seit ich einen Fußballexperten neben mir habe. Ja, komm. Ich bin voll drin. Aber bevor wir wieder über Fußball Ja, fix. ganz kurz. Also du weißt, wenn über einen Ally und einen Feminist in this bitch Ja, in this bitch. dann bin das ich. Weil I love to see my women win. Ja, Mann. I love all them. All Girls. them gals. All them girls, I love them. Verstehst du? So, Ja. nur Liebe. Aber jahrelang ist eigentlich, ich sage jetzt mal, Spezies vom Mann sehr fest unter Räder gekommen. Und zwar von links, rechts, oben, unten, von Mann und Frau und alles dazwischen und drüber. Ja. Das sind? Das sind Männer. Achtung, bevor ihr da alle in die Kommentare schreibt, ja, Mann, Männer. Sind Männer gekommen, die einen Podcast haben. Und ich muss sagen, es gibt... Wegen? Bro, Also ganz ehrlich, 90% kannst du zu Recht zusammenschießen und 100%. Also ich meine, es gibt sehr viel, ich muss da jetzt nicht wieder Namen droppen, aber es gibt sehr viele Menschen, die auch beweisen immer wieder, dass gewisse Männer einfach kein Mikrofon sollten haben. 100%. Mittlerweile muss ich jetzt einfach sagen, der Podcast-Boom, er ist ja schon seit Jahren, hat irgendein random Boomer hat 2022 gesagt, Podcast gibt es wie Sand am Meer, braucht es nicht mehr. Damals, noch kurz zum Einhängen, haben wir uns mega eingelesen in das und es hat einfach so unser Baby ist und wir haben mega Spaß gehabt. Ja. Und dort war auch so, die Schweiz ist damals, wo wir angefangen haben... Gesättigt, bla bla bla. Nein, nicht gesättigt, es war neu. Ja. Und dort haben wir gelesen, im Schnitt entstehen aktuell in der Schweiz 3 Podcasts pro Tag. Ja, ich würde da gerne Quelle sehen, du hast schon ein paar Mal gesagt, Bruder. Ich würde da gerne Quelle sehen. Dir? Eben, weil ich habe gelogen. Du bist wie die Quelle. Ich habe gelogen vor ein paar Jahren, seitdem du wiederholst das immer. Ja, dann hör auf mich anlügen. Bro, du kannst auch sagen... Ich vertraue, ich sollte nicht mehr vertrauen. Vertraue mir nicht, Bro. Okay, dann vertraue ich vertraue mir nicht. Okay, vertraue nicht mehr. Dann vorher ist kein Podcast, der relevant ist. Aber ich weiß nicht, aber was ich wollte sagen ist, in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, ob das mit meinem Algorithmus oder so zu tun hat, aber die Menge an Podcasts, die neu gemacht werden, sind viel. Ja. So, und die Menge an Podcasts, die von irgendwelchen dummen Männern gemacht werden, sind sehr viel. Jetzt, um das ein bisschen mal ein bisschen umkehren, ich wollte auch da keinen Namen nennen, aber ich habe ein paar Podcasts gesehen in letzter Zeit, die von 2 Frauen gemacht werden. Wo ich einfach sagen muss, kompletter Müll. Fangst du jetzt wieder an? Ich sag einfach nein. Ich nenne keinen Namen, aber ich sage einfach. Du kannst nicht A sagen und nicht B. Vielleicht. Und das kann man in vielen Sachen auf dieser Welt übersetzen. Vielleicht nicht nur Männers Problem. Nein, Spaß. Nein, aber jetzt die Rechte. Ja, Mann, ich habe gewusst, ich werde noch mal besser. Nein, aber jetzt ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in letzter Zeit. Viele random ass Podcasts sind aufgekommen, bevor jetzt irgendwelche Leute schreiben so, hey, Arschloch, wir haben dir angefangen. Viele sind cool, aber viele sind einfach auch dumm. Und da würde ich allgemein mal sagen, immer noch, ich bin nur der Meinung, die meisten Podcasts, die von Männern kommen, sind Müll. Die meisten, aber auch allgemein. Inklusive Voice, also nicht, dass es da Ausnahmen 100%. Aber es gibt auch sehr viele Podcasts, die nicht von Männern sind und die einfach Müll sind. Ja, Bro, es ist
es ist noch nie einfacher gewesen, um in die Welt raus deine Meinung zu schreiben. Und nicht jede Meinung ist eine gute Meinung. Oder eine relevante oder eine schlaue Meinung. Shoutout Charlie Kirk. Ja, ganz okay, ja, in dem Fall. Nein, ich weiß auch nicht, ich wollte nirgends an mit dem, ich wollte einfach mal droppen. So, alle, die jetzt irgendwie 10 Folgen machen, ich habe es immer gehört, so bleiben dran, macht vorwärts. Wenn ihr gesehen nach 10 Folgen, es gibt noch zu viele HörerInnen. Ja. Lasst es einfach sein. Lustig. Geil, ja, ich habe letzte, ich weiß nicht, das war vor ein paar Wochen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr. Hat mir eine Kollegin einen Link geschickt. Und nachher gehe ich so drauf, also einen Podcast. Mensch, wenn Leute den Podcast hören und du redest, tun sie Geschwindigkeit auf 1,5? Ich frage. Es wäre schlau. Es wäre vielleicht schlau, Bro. Ja, weil ich lange zum auf den Punkt kommen. Crazy lang, aber ja, sorry. Ich liebe es zum Erzählen, wegen dem ich einen Podcast. Erzähl, Bruder. Kollegin hat dir einen Link geschickt. Genau, ich habe den aufgemacht, ist so ein TikTok-Link zu Ausschnitt von einem Podcast. Dann angefangen zu schauen und es fängt so kurz und bündig. So, Bruder, schon wieder. Ja. Heutzutage, du kannst Namen droppen, du kommst Klicks über. Ja. Aber ganz gegenteil. Ich habe gedacht, weißt du, kurz und bündig. Ich denke, jetzt kommen wir wieder dran. Nein, dann werden wir wieder dran. Aber ich habe gedacht, jetzt kommt, was haben wir jetzt wieder für Ansage? So, wieder von, was ist jetzt da wieder für irgendwelche No-Names wieder so machen? Und nachher schaue ich so, die so, ey, wenn du die Zahl angeschaut, und die haben uns inspiriert. Die habe ich auch gesehen. Und wir sind auf dem Weg. Und ich so, Bruder, ja, inshallah, Bruder, 10-mal krasser wie mir. 100-mal krasser. Ich habe das gesehen, so, Bruder, das macht mich happy. So Bro, ich schwöre auf alles. Das gibt mir ein bisschen Freude, weil eben, es ist so, zum einen so schön, was du so zu lesen bekommst, aber wenn so nachher Leute sagen, es hat mich inspiriert, zum auch etwas zu machen, Bruder, hoffentlich ich 1000-mal krasser wie mir. Bro, ich wünsche es mir, weil am Anfang haben wir immer davon geredet, so Repräsentation ist wichtig und so. Und ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Podcasts und es geht jetzt nicht darum, zum eigene Hornblasen oder so. Aber es gibt ein paar Podcasts, die auch gesagt haben, so, hey, Kurzmündig war eine riesige Inspiration gewesen. Oder sind auch Leute zu uns gekommen und gesagt, haben wir einen Podcast gestartet und so. Bro, Dennis Sundorf, deutsche Nazi, jetzt alle Kurden Profis werden. Wegen uns hat der Fußball angefangen. Okay, ja. Hast du wieder sagen? Nein, ich will sagen, Dennis Sundorf ist ein kurdischer Fußballprofi. Repräsentation matters und es ist einfach geil, wie jetzt Leute quasi sagen, hey, wegen euch, eben, und du hast gesagt, hoffentlich werdet ihr besser. Ja, 1000-mal besser. Hoffentlich machen ihr besseren Content. Hoffentlich verkaufen ihr grösser aus, was schwierig ist. Aber ich hoffe es sehr. Nein, es ist nicht, ihr schafft das. Ihr schafft und ladet uns in den Podcast. Ja, Mann, und keep it up, Jungs, ich schwöre. Einfach jeder, der etwas macht mit Herz und Leidenschaft, obwohl es jetzt gerade ein bisschen mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Ausser, die sind scheiße. Dann macht es nicht. Aber sonst in der Regel gönnt ihr mit Herz und Seele, Bro. Genau. Urgeil. Yes, zudem, etwas anderes Lustiges, was ich dir sagen ist, wie ich habe, also eben, du weißt, ich höre. Scheiße, vor der Schweiz, ich auch, Bro, es ist so heiß. Kennst du, wenn du die Tropfen abgespült hast? Ja, ganz unchillig. 2 Tropfen machen gerade Rennen. Und bei mir ist sowieso, bei mir ist noch so. Bei der Ritze gibt es einmal bei mir ist so eine Bergpfad. So Pass. Eben, ja, bei mir ist so ein Pass. Beim Runtergehen, es gibt eine Trickpause, dann sammeln ein paar weiter Tropfen und dann größer. Auf jeden Fall, wir können es nicht aufmachen wegen dem scheiß Zug, aber wo eigentlich mittlerweile gerade der Baustelle ist seit 2 Monaten, eigentlich könnte man aufmachen, glaube ich. Aber ich habe Angst, dass trotzdem jetzt so. Ja, super. Letzte Zeit, Bro, ich weiß nicht, am Anfang von unserem Podcast, wo wir angefangen haben, März 22, bin ich, glaube ich, Throwback. Glaube in den ersten 5 Folgen, 6 bis 10 Folgen Zug, habe ich. Oder ist das ein Gewitter? Ups. Oh, ist ja keine Ausländer. Habe ich so erzählt, ja, Bro, ich bin, glaube ich, aufgenommen worden, etc. Und ich weiß nicht, ob ich dort gesagt habe, ich kann alle meinen Schwanz lutschen, ich bin besser als ihr. Oder ob ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist crazy, dass die Day Ones, wo die Bigsten sind, die Phase miterlebt haben, wo du Boden zu Füßen verloren hast. Crazy, oder? Aber zum Glück hat es nur so 3-4 Monate gegeben. Ich weiß nicht wieso. Crazy. Ich habe gedacht, mich nicht mehr heben. Ja. Bro, ich habe in der Schule angefangen und ich habe gemerkt, so, es ist doch nicht so einfach, wie ich tue. So, ich bin doch nicht der krasseste Motherfucker auf der Welt. Aber... Lehrer, gut, erster Schultag. Hast du Freude, Hast du gedacht, das ist einfach, hey, jetzt ein bisschen zeichnen und so. Aber... Ich weiss noch, ich war sehr blauäugig vor 4 Jahren. Ich habe gesagt, ja, auch innerlich, ich habe sehr stark Imposter-Syndrom gehabt, Bruder, so im Sinn von, ich weiss nicht, passt der Kenneck da rein? Ja, Bro, ich bin immer noch bei den 2 Fragen, muss man sagen, wer das 2 sind. Ja, ich sag dir nachher. Es gibt ein paar, Bro, ich weiß nicht speziell okay, aber es fickt mich gerade, ja. Aber es gibt ein paar Podcasts, wo ich so gelost habe, wo ich finde, also weißt du, so in 3 Klassen, wo ich denke, wieso, warum?
Es gibt Menschen, die uns hören und sagen, what the fuck. Ja, aber egal, ja. Fix, Shoutout, Gusti. Und Also, wo what bist du the gewesen? fuck? Ich mache jetzt einen Drink für alle. Ja. Und das Ding ist, Bro, man kann jetzt sagen, in letzter Zeit, Alhamdulillah, Bruder, es läuft. Wir haben noch nicht darüber geredet eigentlich. Ich weiß nicht, ob du nicht darfst darüber reden. Es sind natürlich NDAs unterschrieben worden, Bro. Ja, aber das ist doch frech, Alter. Es ist noch nicht spruchreif, aber jeder, der jetzt ein bisschen zugelassen hat, weiß eigentlich, was ich meine. So, Er hat mit es OnlyFans läuft. angefangen. Es läuft nicht schlecht, Bro. Es gibt endlich einen Markt für übergewichtige Kurden mit Mittel bis... Egal. Nein, was ich wollte sagen ist, Bro, es läuft nicht schlecht. Es läuft etwas... Ich kann etwas sagen, aber darf man wenigstens... Ja, man muss ja nicht Details sagen und so. Aber man darf ja sagen, in was für Liga du jetzt spielst. Nein. Wir müssen. Nein. Bro, es ist einfach... Wann darfst du? Sobald das spruchreif ist, sobald der Vertrag in jeder Etappe unterschrieben ist, Bro, es wird... Du wirst schon hören. Morgen muss der Bär sein, oder? Bro, es wird, die Leute werden schon hören. Weil ich werde genug reden darüber. Bro, ich bin mit schreien nachher. Aber es läuft nicht schlecht. Ja. Jetzt so. Das ist wichtig. Immer, egal wie krass es läuft, immer sagen nicht schlecht. Wenn es schlecht läuft, dann sag auch immer, es läuft nicht schlecht. Es läuft nicht schlecht, Bro. Ja. Es geht mir gut. Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, wenn ich eines Tages... Das können wir sagen, Das, was du jetzt am machen bist, du hast erträumt. Nicht einmal erträumt. Nicht einmal erträumt. Okay, perfekt, Und perfekt. Ich küsse. Aber du hast nicht erreicht. Ich habe nicht erreicht. Ja, aber du träumst weiter. Ich habe nicht erreicht, Bruder. Ja. Aber was ich wollte sagen ist, wie... Vor 5 Jahren hat mir jemand gesagt... Chananaskim. Ui, das ist nicht gut, Bro. Steh schnell auf. Es ist alles nass. Es ist alles nass. Scheiße, Mann. Bro, ich meine es ernst. Es gibt einen Kurzschluss. Okay, wir sind zurück. Der Serot hat... Das ist krass. Das ist mir zum ersten Mal passiert, seit all den Jahren, wo wir Podcast aufnehmen. dass der Getränk auf unsere Elektrik drauf geht. Egal, Ja. auf jeden Fall Serot hat etwas ausgelernt. Aber was ich sagen, ich habe eigentlich gerade angefangen, einen riesen Speech zu halten. Ja, Wieder mal. wir haben gesagt, das ist immer durch dich träumen. Genau, ich wollte sagen, Bro, vor 5 Jahren hat mir jemand gesagt, eines Tages wirst du... Scheiß mal, 5 Jahre, stell dir vor, bei dem Rassismus-Dings. Shit. Ja, schon wenn du dort hinterher gehst. Ja, aber ich sage jetzt, ich rede es vor Anfang Podcast, hat uns jemand gesagt, hat mir jemand gesagt, eines Tages wirst du beim SRF einen Job haben. Hätte ich gesagt, Mann, wenn das klappt, mir geht's gut. Ja, fix. Eines Tages du wirst einen sehr erfolgreichen Podcast haben und 15 Live-Shows ausverkauft haben. Ich würde sagen, ich hätte gesagt, krass, wenn ich das erreicht habe, wenn wir das erreicht haben, ist alles gut. Wenn mir jemand gesagt hätte, du irgendwann hast eine Pro7-Sendung, 3 Staffeln, fix links und Wo rechts. auch auf Pro7 ist, auf Join, auf Sat1, überall. Alles. Wir sind übrigens auf Sat1, ja. Küss, Herz. Primetime 8 im jeden Montag, ich bin böse. Hätte ich gesagt, also Bro, erreicht, was wollte ich noch mehr? Hätte mir jemand gesagt, du darfst irgendwann das studieren. Weißt du, was ich meine? Ich wollte wieder mit sagen, ich hätte die letzten... Bro, ich wäre happy gewesen in meinem Leben. Ich bin nur Podcast. Wäre es nur Podcast gewesen, Ja, weißt ja, du, was ich fix, meine? 100 Pro, ja. Und Bro, die Blessings sind am Kommen, Bro. Zu all dem, eben Bro, ich komme mit meiner Frau zusammen. So, das Leben ist... Du fährst eh Trotti. Ich fahre Trotti, Bro. Wie sollst du das sagen? Ich weiß nicht. Scheißegal, Bro, mir geht's gut. Hamdi, Bro. Nein, du fährst nicht Trotti, du hast ein Abo für E-Trotti, das ist krass. Bist nicht du, der Motherfucker? Nein, ich meine wegen Scheine, Bro. ja, Chill, wegen Bro, Scheine, chill, ja, chill, ist Bro. gut. Wer macht Abo für E-Trotti? Nur die, die Geld haben. Ja, okay. Und Nicht. die Leute, die Couchprüfung haben, zum Beispiel. Die fahren Uber. Ja, die fahren Uber gut, Bro. Die von denen geht's gut. Dir geht's gut. Auf jeden Fall, Manchmal. Bro, es sind Blessings und Blessings und Blessings, Bro. Und mir geht's wirklich gut. So, Alhamdulillah. mir geht's wirklich gut, Bro. Und ich hätte schon vor 5 gut, wäre ich zufrieden gewesen. Und irgendwie die letzten 5 Jahre sind insane, was gelaufen ist. Jetzt, was du vielleicht gar nicht weißt, ist, momentan, ich bekomme mega viele Anfragen zum Regie führen bei Werbung. Wie krass. Und das ist recht lustig, weil... So privat. Ich meine, eigentlich. Nein, es sind so grosse Schweizer Brands. Nein, das schon, aber ich Ja. meine, es ist bitte wahrscheinlich ein Mail oder über Insta, so, wegen es gibt, also weißt du, bist ja nicht so. Also, nein, meistens ist es so, dass es... Bro, zum Beispiel eine Produktionsfirma geht zu einem Kunden und sagt so, hey, wir wollen eine Werbung machen für das, pitchen uns das. Und die Produktionsfirma wählt einen Regisseur aus. Je nachdem, aber eine gewisse Größe von Werbung wird ein Ja. Regisseur ausgewählt, wo man dann wie quasi mitpitcht auf das Projekt. Und es sind jetzt gerade recht viele Sachen passiert in dieser Branche, wo, sag jetzt mal, mein Name jetzt viel Kate ist bei gewissen Leuten und auf einmal jetzt kommen hure viele Werbeanfragen rein. Auch für grosse Brands. Ja, so, fix.
und ich sage jetzt mal so, Bro, du kannst es so vorstellen. Eben, falls ihr nicht gecheckt habt. Nicht so jemand, der vor 2 Wochen angefangen hat, nichts rauszubringen. Grosse Brands, hä? Warum ich das so... Nein, ich finde es auch krass. Ich warum ich das sage, ist aus dem Grund, ich kann ja jetzt weder einen Brandnamen noch ein genaues Budget droppen, aber kannst du dir vorstellen, was die Budgets sind von Werbung? Und das sind jetzt nicht die High-End-Werbungen, die 700'000 Stutz sind, sondern es sind die Werbungen... 5'000. Nein, ich weiss, also soll ich jetzt raten oder? Rate mal irgendeine Zahl. So. Also das heißt dann aber auch, ich sag dir auch dann so ups. Also wie lange geht die Werbung? Ich muss ja erst mal Info haben, weil ich schaue halt das Szene, weißt du? Ja, ich checke sehr. Bro, es sind dann gleich, sagen wir mal, 30 Sekunden, 5 Clips. 5 mal 30? Ja. Bro, ich sage, wir sind da bei 150k mindestens. Ziemlich gut in diesem Bereich. Ja. Yeah. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter, je nach Partnerschaft. Maar morgen, Agenturen, ihr seht, in 1 Sekunde, ich habe ausgerechnet, was kostet. Meine DMs sind auf, das Ding ist, normalerweise in der Werbung, und das sind Sachen, die ich auch erst seit kurzem weiss, Bro. Normalerweise in der Werbung ist es so, dass die Regie einen Pauschalbetrag bekommt. Yeah. Und der Betrag befindet sich so bei 10% vom Gesamtbudget. Yeah. Also wenn du Glück hast und einen Auftrag bekommst und das Budget gross ist, geht es dir gut. So. Yeah. Jetzt, das Problem ist jetzt das, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gefaced habe. Seit mein Name viel geht, was passiert? Die Brands es gibt ja noch nicht viel Arbeit von mir, es gibt viel Kinofilm von mir. Was machen sie? Sie googlen dich. Was kommt dann, wenn man mich googelt? Podcaster, Join, Szene. Irgendetwas. Nachher, was macht man? Man geht vielleicht mal einen Podcast oder reinladen. Ja. Was ist passiert jetzt? 2-mal? Ja, massive SRF-Hit. Oder was? Nein, Bro, es ist 2-mal passiert, dass ein Brand dies wurde ist. Von mir dies wurde aber ist, das zeigt doch, wie authentisch das ist. Nicht einmal hocken wir vor dem Mikrofon und sagen, hör mir auf. Yeah. Ich meine, es passiert selten, dass wir anhocken und sagen, boah, heute ist das passiert, ich muss ein bisschen rauslassen. Und wenn das passiert ist, die an der Hand kannst abzählen und niemand gesagt, Bro, bei dieser Brand passt er nicht. Sogar einmal hat es eine Brand angefragt. Also einmal hat es SBB angefragt für Kooperation. Und wir haben groß geredet. Und nachher haben wir gesagt, so, look, wisst ihr, dass wir gegrantet haben? So, schon 1-2 Mal und so. Ja, kein Problem. Ja. Deswegen, also, mit ehrlich kannst du nur gewinnen. Aber ich frage mich schon so... Aber also, du hast ja trotzdem die Dinge jetzt mit dem gemacht, oder? Mit den Brands? Bei einer Brand ist es jetzt ein bisschen... Also bei einem Kunden, sagen wir so, ist jetzt ein bisschen auf das Ding, wie sie so denken, ja, wir würden dir einen guten Auftrag geben. Und wir finden es schon nicht so cool, dass wir als Hurensohn-Verein betitelt worden sind. So. Ich habe gesagt, der mit dir geschrieben hat, wenn hast du angefangen zu arbeiten? Vor 2 Jahren. Meinst du, du bist 20 Jahre noch dort? Nein, der redet nicht von mir. So. Und jetzt meine Frage an dich ist jetzt, sag mir mal, fiktive Brand, sagt Gesamtbudget für die Werbung, kannst du dir vorstellen, man schafft dann vielleicht so 4 Wochen insgesamt, so, sagen wir mal 1 Woche lang drehen. Also 1 Monat, so 21 Arbeitstage. Sagen wir sogar mit allen Rückrunden. Und, also es geht echt gar nicht um Zeit, sondern man zahlt ja wie so die Expertise oder man zahlt quasi den fetten Kerl und so, weißt du, weil von mir. Ja. Eigentlich der Preis bist nicht wert pro Stunde. Eigentlich pro Stunde überhaupt nicht, aber es geht jetzt darum, so, wer ist das Mastermind, so, wer ist der Christopher Nolan von der Werbung von der Schweiz. Wenn am Schluss die Werbung fertig ist, kommt am Schluss Director bei uns nicht Grund, das kommt eben auch nicht, das kommt auch noch. Scheiße, Mann. Aber egal. So, man zahlt halt für das Netzwerk, man zahlt für das Wissen, man zahlt für... Und ich meine, meine Nische ist jetzt halt so voll Comedy und so die Art von Werbung, oder? Also ich bin jetzt ganz am Anfang Newcomer und so, aber es läuft nicht schlecht. So. Fix. Jetzt die Frage, die ich dir stelle. Du bist in der Position, wo dir etwa für 1,5-2 Minuten Arbeit, sagen wir mal 20k angeboten wird. Fiktiv, so. Würdest du... Ja. Was? Für noch mehr Geld, oder was? Ja, pauschal. Was für mehr Geld? Okay, Bro, wenn es um Geld geht, ich sage immer ja. Okay, ja, erzähl. Würdest du jetzt eine Werbung directen für einen Brand, wo du gar nicht fühlst? Ja.
Ich habe für Arbeitgeber geschafft, aber ich gar nicht viel. Okay. Ja. Ja, also. Bro, ich verstehe dich. Dein Kopf ist so, es muss. Ich muss mit dem können klar. Am Schluss juckt ja niemand, wer Regie geführt hat eigentlich. So, hast du jemals eine Werbung geschaut und so denkt, wer hat echt da Regie geführt? Bro, erstens das Yeah. und zweitens, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Palantir ist oder irgendwie Rüstungsindustrie von der Schweiz, wo Waffen exportiert, oder sonst irgendjemand, was sehr problematisch ist, wo du weißt, die stehen dazu und so, dann ist so für mich so, Bro, ich habe für Arbeitgeber geschafft, Ja, fair Punkt. mich in den Arsch ficken lassen, Ja. für einen normalen Lohn, weder zu hoch noch zu wenig. Und jedes Mal heimgegangen, Bro, okay, ist gut, ich bin nicht erfüllt, nichts. Scheißegal, aber du machst etwas, was du geil findest, du machst etwas, was du schon immer geträumt hast. Und da wird's. Du kannst den Luxus dir erlauben, zum ein bisschen so cherrypicken, so. Mit dem mache ich nicht, mit denen mache ich. Checkst? Momentan, aber Ja, ich weiß nicht, wie es in 2 Monaten aussieht. Aber oder? ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, du musst jetzt nicht so bei dem, weißt du, wenn es jetzt so um Auftrag geht, musst du jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich finde die Brand scheiße. Wenn es mit deinen Werten übereinstimmt, kannst du über das reden vielleicht. Ich meine, würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt dich würde sehen, am Schluss von der SVP-Kampagne directed by Josh Negroni. Chill. Aber Zahlt schon gut. ja, 100%. Deswegen, es würde mich wundern, aber ich würde auch nicht sagen, Bro, der Bass hat einfach gestummt. Gib ein bisschen ab. Fair. Aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt nur so um Marken geht, Was wäre kannst du gut mitgehen. Also ohne überlegen. Ich bin jetzt mit einer Brand quasi im Pitch und ich wünsche mir sehr, dass sie mich nehmen. Nicht wegen Batzen. Sogar wegen Natürlich mit auch ihnen wegen zusammenarbeiten. Batzen, Ja. aber der Brand finde ich hure geil. Was wäre so eine Brand, wo du jetzt sagst, mal, da würde ich hure gerne, so eine Schweizer Brand, wo du sagst, da würde ich hure gerne etwas machen. Direct oder einfach. Sag mal Ja, Direct. Bro, ich weiß nicht, wie ich das mir vorstellen kann. Ich kann, sagen wir, look, für dich ist Director, für mich ist vielleicht irgendwas mit Fußball. Oder vielleicht, du bist das Werbegesicht. davon. Ja. Zum Beispiel du als Serhat Ja. von Kundenbildung. Ja. Und für welche Firma wäre ich kein Werbegesicht? Welche Firma, welche Schweizer Brand wärst du gern? FCZ. Fair. Zu gern. Fair. Das wäre. Ein Kollege Ich würde so machen, so, wenn kurz vor Dings Saison abläuft. Ich kaufe Saisonkarte. Oder bist du ein Hurst? Das wäre geil. Werbung. Oder ich kaufe Saisonkarte oder bist du ein Hopper? Irgend so etwas. Ja. Irgendwie so. Nein, ich rappe jetzt irgendetwas, aber das würde ich mich maximal wohlfühlen, ja. Allgemein alles mit Fußball, außer FC Basel. Zum Beispiel gibt es keine Schweizer Brand, wo du sagst, für die würde ich eigentlich gerne. Für die fände ich es zwar cool, Werbung machen. Nein, aber in dem Fall liegt etwas auf der Zunge. Nein, ist nicht Aha. Wunder. Bro, es ist schwierig zum Einschätzen. Oder welche, ist ja interessant so, mit welche Brand verbindest du mit Schweiz? Zweifel an alle Banken, die wir haben. Was wär's? Ist Franz Karl Weber Schweizer? Keine Ahnung. Franz Karl Weber, Ja, Shoutout. ich ein Deutscher, Bro. Keine Ahnung, in dem Fall kein Shoutout. Ja. Okay. Es sind, glaube ich, so ein bisschen die gleichen. Rivella. Was haben wir noch? Migros hat das Wow, Aromat wäre sicher auch lustig. Aromat wäre auch lustig. Ja. Oder Dings. Sie haben mega lang haben sie so Phasen gehabt, wo sie wirklich, und bis heute leben sie von dieser Phase, wo sie wirklich krankes Marketing gemacht haben. Wer? Ricola. Ja. Ricola wäre auch lustig. Ricola! Stimmt. Vor allem du mit Wallis und so wäre lustig. Ja, ich bin Wallis wegen. Wegen, du redest mega gerne von dort und Ja. du bist auch mega oft dort. Ja. Und Also, vielleicht in den nächsten 2-3 Folgen gehört ihr, wer es war. Hoffentlich. Oder so, welche Brand? welche Brand, Aha, okay. wo ich gerade im Rennen bin, wo ich Ah. gerne. Aha, Genau. Und genau, im September kommt meine erste Werbung raus für andere Brand, die ich gemacht habe. genau. Und dann darfst du aber, darfst du jetzt schon bei dir reden, welche Ich weiß Firmen? es gar nicht. Wenn wir sonst um den heißen Brei reden. Was ist, du weißt es natürlich. Ja. Okay, ja, egal. Ja, ich sag's dir einfach nächste Folge. Ja, Viel so ein bisschen bleiben dran. Checkst aber Die anderen denken, das sind TikToks, Part 1, Part 2. Ja. Geil. Nein, aber ich kann nur wieder sagen, eigentlich ist es noch krass, so ein bisschen zurückschauen auf die letzten Jahre. 100 Pro, Wo Bro. wir, also weißt du, so. Ich habe ja allen Jungs erzählt, wie du nicht mehr im Winter bist. Ja. Ich habe allen erzählt, ich so, wisst ihr noch, da Mac, Vinti, Antirassismus-Video. Ey, das ist crazy. Ich Ja, habe so viel von dem reden, man sieht das Video immer, man findet das Video immer noch. Und jetzt? Nein, das ist ganz schlimm. Ich bin 17. Bro, gewesen. ist du,
Was denkst du, Bro, dass du mit 17 Christopher Nolan-Style Odyssey machst, oder was? Okay, schau den Film kennen. Ja, Bro, du bist 17, hast für die Umstände, wo du kannst, für 17 das Beste daraus gemacht. Ja, Bro. Und, Bro, Leute haben, Bro, ich sag Leute haben in der Freizeit 20 Leute angeturmelt, jeder hat ein bisschen mitgewirkt, alle for free, alle einfach zum etwas Bro, bewegen, etwas machen, ich würde auch sagen, ohne Batzen und so. Und jetzt reden wir über siebenstellige Summen. Ich sage einfach, Yeah. du hast geredet. Ich sage einfach, wir sind einen langen Weg gekommen, Bro. Ja, Wir sind einen langen Weg gekommen von dem Mac, Antirassismus-Video drehen, ja 100%. über Bro. in Luzern einen Kurzfilm drehen. Über 300 Leute mitnehmen, damit der Publikumsvoting garantiert in die Tasche ist. Der ist gut in meiner Tasche gewesen, Ja, Bruder. ja. Jedes Dann- Jahr auf Safe, Alter. Dann Scheiße. in Kosovo sich Carlos von- Real, morgen. Carlos Leal, Bro. Los Los jetzt. Ich Du habe musst einen. erzählen, was du jetzt kannst, mir dich. Ich sag dir jetzt. In Kosovo vom Samra unterdrücken lassen. Pa, Bro. Bausa Bausa in Tös dreht. in Tös Geht mal Bausa Stripperin schauen, den Clip. Und bei dem Clip sind einfach Storche braucht Tös. Bro. Storche braucht Tös. Das ist Der ein Typ, anderer. er tut mir einfach, er so, Bro, was machst du? Ich so, nichts, ich bin daheim. Kannst du mir eigentlich helfen, ein bisschen mit mir gut chillen? Ich so, wegen, ich drehe Gott für den Bausa einen Clip. Bro, Musikvideos von Bausa. Ich so, wie meinst du das? Bro, es gibt eine Gemeinsamkeit Ja, von vielen Menschen, die gross geworden sind, ja. die aber ein bisschen Street Culture haben, also Ja. gross geworden sind im Filmbereich. Und die haben alle angefangen bei Musikvideos machen. Ja, also, dass sie sich in Musik, ihre eigenen Musikclips sich reingehängt haben, dass sie dort... Nein, ich meine so Regiepersonen, Street Aha, Cul- wo okay. von der Street kommen, so ein bisschen. Ja. Die meisten haben bei den Musikvideos angefangen. Jetzt von dem gibt es 3 Wege, Bro. Entweder du hörst auf mit Film machen, Mhm. dann gibt es Leute, die mittlerweile recht erfolgreich sind in dem. Mhm. Also so ein Dimitri Rossi zum Beispiel von der Mhm. Schweiz. Dann gibt es Leute, die nichts mehr machen in die Richtung. Zum Beispiel der Karim Atlas hat angefangen Ja, mit voll. dem. Bei mir läuft andere Sachen. Bei ihm laufen ganz andere Sachen Ja. jetzt. Aber weißt du, was ich meine? Es ist wie so. Und dann gibt es eben auch noch die Leute, die Street-Videos gemacht haben, die mittlerweile, ich sage jetzt mal, in Deutschland fett rum sind. Deutschland ist jetzt wieder, ich habe letztens dir geschickt, Bro, Deutschland ist jetzt wieder ein neues Niveau, Alter, Mann. Das ist crazy. Deutschland, das, was du ja gemacht hast, so vor 10, 15 Jahren, machen jetzt auch ein paar Jungs in Deutschland mit dem Okan und so. Ja, ja, Weil ja. jetzt ja die Bühne andere ist und die Ja, Möglichkeiten ja, ja. andere sind, Ja. können die Jungs ihren Traum weiterverfolgen, weißt Genau, aber was ich will sagen ist, wie, es gibt dann so Leute wie ein Shao Casado zum Beispiel, wo dann jetzt, Mhm. oder ein, ich weiß gar nicht, wie all die deutschen Musikvideoproduzenten heißen, aber Mhm. wo recht big sind, also weißt. Und dann gibt es die rausgegangen sind aus dem und jetzt quasi in die Anführungszeichen echte Filmwelt reingegangen Mhm. sind, aber ihre Anfang hatten im Musikvideo. Jetzt, der gemeinsame Nenner von all denen ist, sich verbal und körperlich Unterdrücken lassen. unterdrücken lassen von Alter. dreckigen deutschen Rapper. Alter, scheiße, Mann. Weil, Das ist crazy. wenn man jetzt wahrscheinlich die Folge hört und ich damals über Samra und so gemacht habe, Also, Bro, du hast dort schon auspackt und so, aber mehr auspackt, wie du ausgenommen worden bist von anderen. ja, das, weil jetzt im Nachhinein denkt man so, ich sehe dich irgendwann. Ja, Bro, 100 Und Pro. dann ist Aber positiv. glaub mir, der Typ hat andere Probleme. 100%. Aber es sind lustige Stories. Und we came a long way, Bro. So, Ja, 100%. 100%. Und jetzt eben Werbungen und andere fette Projekte dran. Und ich weiß nicht, das ist das Schöne an dem Podcast, das ist ja wie auch ein bisschen ein digitales Tagebuch. Ja. Ja, die Leute, die seit Tag 1 dabei sind, die checken, ja. Und jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Vielleicht habe ich dich schon mal gefragt. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es einen Moment, wo du mir sagen wirst, ey, nehmen wir alles ab? So, ich habe Kind. Ob es einen Moment gibt, Ja, also ob es einen Moment wird geben, wo du denkst, wo ich... wo du sagst, ey, vielleicht löschen wir das alles vom Internet, Bro. Weil ich Dann habe reden wir Kind. von einer Situation, wo wir das nicht mehr machen. Ja, ja, genau. So. Wo wir aufgehört haben und es ist noch im Internet. Und wir Genau, Fußabdruck so und 15 Jahre später so. Nein, Bro, dann ist der Zug abgefahren. Ja, Nach 15 Jahren, Bro. aber die, Wobei manchmal Leute werden cancelled. 2008 hat er das tweetet. Ja, shit, Bro. aber ich meine, aber- stell dir vor, Bro, Ja. stell dir vor, ich bin 60. Hm. Was haben wir für das Datum? 26. 2026, ja. 2056. Ja, In 30 Jahren. ja. Ja. Ja, stimmt. Danke. Ich bin 60. Du bist logisch unter Druck, Bruder. Ja, was meinst du, 2% Gas? Okay, also wir machen 5. Ist gut, Bro. 3 lange da, okay. Ich bin 60. Ich habe einen gross, Ja. also einen Enkel. Ja.
Und er sagt so, Grosspapi, er ist 8. Mhm. Was hast du früher gemacht? Sag ich ihm. Lass mal. Ah, du willst direkt den Podcast? Nein, ich will nicht auspacken. Den Podcast. Nein, aber oder er findet irgendwie aus, ich kann einen Podcast machen. Geht er so auf die Plattform, die wird dann wahrscheinlich anders heißen, aber er geht so drauf und dann findet so die alten Videos. Dann drückt er drauf und sagt so, wie war echt mein Großvater gewesen? Und dann drückt er drauf nachher. Du warst so, du Ficker, ey, ich habe so viel gefickt in meinem Leben, ich bin ein riesen Ficker, ich habe einen riesen Schwanz. Also stell dir vor. Also, look, ich für meinen Teil, ich kann nur für mich reden. Ja. Du bist ein Engel gewesen, Bruder. 100% nicht. Ja. Aber ich für meinen Teil habe das Gefühl, natürlich kann ich jetzt nicht 150 Folgen zurückschauen und sagen, ich weiß jede Folge auswendig. Du hast nichts gesagt. Aber im Großen nein, ich sage, ich habe nichts gesagt. Aber im Großen und Ganzen, ich stehe hinter dem, was ich gesagt habe. Du stehst nicht, was du gesagt hast. Gut, bin ich froh, weil ich etwas mitgebracht. Nein, fress das! Ey, Scheiße! Wie hast du das gemeint? Damals hast du gesagt, ich. Ey, grundsätzlich, Scheiße, Mann. Bro, grundsätzlich. Ja, schlimm. Grundsätzlich, ich stehe hinter dem. Also hinter dem, was ich kann sagen, hinter dem, was mir sagen, aber in der Regel, ich habe jetzt. Sicher gibt es lustige, peinliche, komische Szenen, Aussagen und so weiter, aber im Grundsatz stehe ich dazu. Weil ich glaube, ich bin noch nie so. Manchmal doch schon. Also du könntest jetzt den Podcast hören, den du vor 4 Jahren gemacht hast und denken so, voll, ich bin mit jeder Aussage komplett einverstanden. Ich habe vielleicht ein anderes Weltbild, ein anderes Standing, vielleicht andere Meinung zu gewissen Themen und so weiter. Aber was gesagt ist gesagt. Und in der Regel habe ich das Gefühl, Bro, die verdienen, die kommen von mir Respekt ab über, wenn mich etwas stresst, dann sage ich es, wenn ich etwas geil finde, sage ich es. Und von dem bleibt der Podcast. Weil es gibt Leute, die jetzt eben neue Podcasts starten und uns auch erwähnt haben. Und ich habe ein paar Clips angeschaut und so denkt, ein paar Aussagen schon hart an der Grenze. Oha, oder? Wo Leute machen, heute. Heute? Aber sie sind auch jünger als wir. Ja, aber Bro, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Dann habe ich mich gefragt, wie sind wir vor 4 Jahren gewesen? Bro, scheiß mal, vor 4 Jahren ist immer noch nichts. Da bin ich 28 gewesen, Bro. Es fangen Leute... Damn! Es fangen Leute mit 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fangen Podcast an. 25? 25 muss schon langsam machen. Okay. Aber checkst du mal einfach, es fangen Leute um einiges jünger wie wir auch Podcast machen, wenn ich vergleiche, wenn wir mit 18, 19, 20, 21, 22 sind, wir sind anders gewesen. Wir haben kein Mic gehabt. Checkst du? Also nicht, ich sage nicht, wir sind anders gewesen, aber wir sind auch... Aber wir haben kein Mic gehabt? Ja, kein Mic. Ich habe Meinung verstanden. Nein, wir haben kein Mic gehabt. Wir sind trotzdem direkt gewesen, wir sind trotzdem frech gewesen und so weiter und so fort. Aber ich sehe, Leute machen irgendetwas, Bro, und sie sind ein bisschen jünger und dann sehe ich, weißt du, so, auf Kommentare, gibt es auch pauschal Hate. Irgendjemand macht etwas, fängt einen Podcast an, fängt mit YouTube-Clips an, mit Insta-Reels, irgendetwas, wird etwas aufbauen auf Social Media. Der hat nur geschnupft. Der hat ein normales Reel gemacht, irgendein 40-Jähriger, wo... Chillig, normal Real einfach, wo er sagt, so bald in 60 Jahren sterben wir alle, sterben Schweizer aus, so ganz chillig. Bro, irgendeiner kommt so 40, 50, Bro, keine Ahnung, man, ist in seinem Kopf immer noch bei 1998 und sagt, die Jugend ist verloren. Bro, ich habe mit Leuten geredet, die sind in den 70er bis 90er jung, also die Jugendzeit gehabt und die sagen alle, wir haben eine viel wildere Zeit gehabt, wir haben das viel mehr erlebt und so weiter. Das ist einfach nicht mitbekommen. Es ist einfach alles jetzt im Social Media. Aber das ist einfach nicht mitbekommen. Und logisch musst du damit rechnen. Wo wir so, kann ich 16 sind unser erster Ausgang, 15 unser erster Ausgang, wenn dort schon so eine Kultur gewesen wäre, wie heute, wo alles im Internet landet. Es hat viel geluft. Nicht nur heute, es hat viel geluft. Es hat ein paar Leute genommen. Es hat also Bro, gewisse Leute hätten gar nicht erst anfangen können. Also gewisse Leute, mir, andere, mega viel, der Weg hätte gar nicht erst anfangen können. Du hast gar nicht den Weg überhaupt gehen. Der Weg ist zu, Bro. Zugesperrt, du hast ihn dir verbaut. Und hast du andere, also weißt du das Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist eher so, dass sogar die Leute, die zwischen 18 und 24 sind, noch... Wo jetzt? Ja, wo wenn ich so Sachen auf Social Media gesehen habe, ich habe das Gefühl, die sind eher, wie soll ich sagen, weiter mit dem Kopf. Checkst du, was ich meine? Ja, aber also, wenn ich mit 18 Zugang hatte zu so einer Welt, wo alles kannst aufladen kannst, ich bin dummes Kind, ich bin mit 18 dumm gewesen, Bro. Mit 18 ist,
Mit 18 sind pauschal die meisten dumm, aber ist ja normal, du bist auch 18, du bist noch am Anfang von deinem Leben. Es sind, als wäre ich jetzt irgendwie morgen tot, aber was ich mir sagen ist, Bro, wir sind zu unserer Peak-Zeit, 18 bis 24, sind wir auch gewesen, haben auch Sachen gemacht, gesagt, da und so weiter. Und ich will nicht damit sagen, wenn ihr jetzt irgendeinen kaputten Typ auf Insta oder TikTok seht, der ganz problematische Aussagen macht, sagt, ja, Sarah hat gesagt, früher ist normal gewesen. Ist nicht, von dem rede ich nicht. Einfach, dass du halt ein bisschen wilder bist, ein bisschen direkter, frecher und so. Jetzt mit 32 denkst du, bist nicht mehr so wild und... Was? Also so eben, du überlegst jetzt mehr, bevor du Sachen machst. Vielleicht. Ja. Ich bin einfach nicht jedes Wochenende Ausgang, ich bin nicht immer jeden Tag draußen. Also jetzt mal hypothetisch. Wir sind am Public Viewing, ich und du. Hypothetisch. Und neben uns ist einer ein bisschen besoffen, muckt auf, macht 1-2 Aussagen, die sehr an der Grenze sind. Hypothetisch, die Person, es passiert das Goal in dem hypothetischen Match zwischen Schweiz und Argentinien. Und die Person, die neben uns vorher kaputt aufgemuckt hat und dumm da hat und ein paar krass behinderte Sprüche rausgelassen hat, geht so. Irgendwie zufällig. Per Zufall. Nicht durch... Keine Ahnung, nicht fremde Wirkung. Es ist auch umgekehrt. Ist da, du als erwachsener 32-Jähriger Mann, würdest du nicht sagen, ich kick jetzt einmal drin? Nein. Okay, gut, ich kann nur das sagen. Weder kicken noch flattern noch schlagen. Nicht? Nein. Das wird nie passieren. Nein. Okay, geil. Nein. Auch wenn es theoretisch die Person verdient hat. Also in dem hypothetischen Szenario, hätte ich das hypothetische Szenario, das du beschrieben hast, nicht gemacht. Nie gemacht, du. Nein. Weder wenn jetzt hypothetisch ich gesagt hätte, hypothetische Person geht Ich hätte auch nicht sein Handy geklaut. Du hättest auch nicht gesagt, lass ihn liegen. Ich hätte nicht gesagt, lass ihn liegen, spucken die nach, ich hätte nie so etwas gesagt. Ich hätte nie sein Handy genommen, ich hätte nie ihn geflattert, ich hätte nie gekickt. Wir sind erwachsen worden. Wir sind erwachsen. Das ist gut. Nein, aber es ist nicht lustig. Ja. Geil, okay. Ja, du hast noch ein paar Sachen vorbereitet. Nein, ich habe nicht vorbereitet, Bro. Ich habe mega Spaß, mega Freude, richtig Lust zum Podcast aufzusetzen, mit dir reden. Und es ist gut, dass wir über so ein hypothetisches Szenario geredet haben, weil wir sind zusammen jetzt mal Fußball schauen. Wir haben geschaut, Argentinien, Schweiz. Wow, was für ein Zufall. 5 Uhr morgen. Es hat Leute gehabt, die gestresst haben. Aber irgendwann haben sie einfach nicht mehr gestresst. Ja, weil du hast nicht mehr gehört. Aber ja, wir sind zusammen Public Viewing gewesen. Ist das eine Core Memory? Wieder mal. Was ist ein Core? Aha. Von mir, so allgemein vom Leben? Uns, Jolas Serrat, zusammen. Ja, sicher, aber wir sind noch nie Public Viewing gewesen. Oder? Wenn ich jetzt so doch, Euro. Ja, aber noch nicht so in einer Winterarena, das Tag oder so. Doch, Winterarena. Sind wir zusammen? Einmal, ich, du, Eros. Weißt du, was wir zusammen geschaut haben? Aber das haben wir keinen Podcast gemacht. Weißt du, was wir zusammen geschaut haben? Das muss sie irgendwas mit Schweiz wahrscheinlich. Nein. Deutschland, Brasilien, sie weiß. Wow, mach zu. Das haben wir zusammen geschaut in Winterarena. Hey, wo Brasilien tut mir so leid. Das haben wir zusammen geschaut in also Leute, die nicht zum Frech sind, Jungs. Ich wünsche mir nichts Größeres, als dass Samba, Jogo Bonito, Brasilien zurück, wo Fußball zaubert hat, nicht gespielt zaubert hat. Aber Leute, die seit ich weiß auch nicht mal, pauschal seit 2010 immer wieder bei jedem Tippspiel, bei jeder Wett, bei jedem was auch immer, sagen, Brasilien wird Weltmeister, Bruder. Vielleicht ist wirklich Maria einfach so schwanger geworden. Vielleicht geht's gut, ja. Ja, ne. Ja, Bro, also das Potenzial ist maximal da, aber jeder weiß, Bro, nicht mal ein kranker Trainer schafft jetzt momentan. Es ist ein riesen Potenzial da, aber ich weiß nicht, was es scheitert oder was es hapert, aber die schaffen es auch nicht, Mann. Ja. Wieso gibt es kein Argentinien-Brasilien-Finale, Alter? Weißt du, krass wär's? Das ist einer von meinen... Das ist vielleicht der 3. Match, den ich jemals geschaut habe. Crazy. Ich habe damals nicht gecheckt, was das für ein insane Match ist. Da haben wir in die Winterarena geschaut. Ja, Mann. Das ist wie wenn du das erste Mal wenn du entjungfert wirst und du direkt einen Gangbang so. Okay, wow. So kann man auch, ja. Ich denke mir an Leute, die Drogen nehmen. Ich auch. Redet vom ersten Mal so, als hätten sie Gott vor den Augen gehabt. Ja. Es ist schon, also das ist ein krasser Match. Das ist auch eine von unseren Core Memories und ich glaube, und das kommt zu meiner nächsten Frage, du bist ja auch älter als ich, Abi. Ja, besser. Du bist ja 2 Jahre älter als ich. Ja. Viele Leute, und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, weil ich eine schwierige Kindheit hinter mir habe oder was auch immer, aber zum Beispiel, wie alt bist du gewesen bei 9/11? 7. Das ist 2001 passiert, oder? Ja.
Kannst du auch raten, wann 9/11 passiert ist? Bro, in dem... Warte. Sogar in diesem Monat, Ja. 2001, ist ein Bruder von mir auf die Welt gekommen. Ich habe am 3. September gewusst, aber danke. Bro. 2001 bist du auf die Welt gekommen. Ich weiß jetzt nicht deine Meinung, ich frage einfach mal, Mhm. komplett offen, findest du das gut oder schlecht gewesen? 9/11? Ja. Morgen. Also, schau. Ja. Garantiert ist nicht gut, wenn Menschen sterben. Okay, gut, ist ich kann doch nur das keine hier Frage. wissen, ich kann nur das hier wissen, super. Jetzt Aber für Amerika ist viele dafür verantwortlich. Es ist, ich glaube, die Verschwörung. Es ist eine Verschwörung, man. Es kann doch nicht sein, Alter, der Stahl. Egal. Weißt du noch, wo du warst, wo das passiert ist? Wie für viele Menschen Nein, Bro. ist das eben Core Memory. Nein, so, sie nein, sagen nein. so, shit, ich weiß Weißt du, was ist für mich Core Memory gewesen? Also, weißt du weißt nicht, wo du warst bei 9/11? Nein, fick, nein. Nein. Sorry, also, nicht wegen dem, aber Bro, ich bin 7 gewesen. Meine Eltern haben andere Sorgen gehabt. Meine Eltern haben auf eine andere Hinrichtung gewartet. Stabil. Sie haben, ich weiß noch ganz genau, ich bin daheim gekommen. Was du redest von Saddam Hussein, Ja. Ja, Bruder, ich weiß auch, wo ich bin. Ich komme daheim an. Ja. Wohnzimmertüre zu und das Fenster ist so milchig. Ich sehe aber meine Eltern beide am PC, was sehr selten der Fall ist. Ja. Weil entweder ist mein Vater am PC, schafft und sonst eigentlich nie. Oder Mutter solitär. Nein, meine Mama tut irgendwie YouTube-Videos abladen oder so, YouTube MP3, irgend so etwas. Ich mache die Tür auf und schon aufmachen, beide machen so, nein, jetzt nicht. Ich so, hä, Mann? Und Die Live-Übertragung des Jahres. nicht mal live, es war auf YouTube, glaube ich sogar. YouTube sogar, ja. Nachher ich so, hä, what the fuck? Und nachher bin ich in mein Zimmer, Ja. habe mein Zeugs angelegt. Ich so, ich muss jetzt schauen, was ist. Ich habe so ein bisschen kurz gewartet, dann habe ich einfach nochmal in die Tür, sie haben nicht erwartet, ich gehe, ich sage, wie da Saddam gehängt wird. Das hast du so als Video gesehen? Ja, sie sind so am Schauen gewesen, weißt du. Und Ja. nachher, ich so, what the fuck? Dann gehe ich raus und mein Vater so, also, du verstehst vielleicht nicht jetzt was, wieso? Ja. Aber für uns, Ja. später verstehst du, also für uns ist wichtig, wir müssen mit eigenen Augen sehen, dass es passiert. Ich muss sehen, dass es passiert ist. Das glaube ich nicht. Scheiße. Der dreckige Bastard. Das ist Schmor in der Hölle, du Hurensohn. aber du weißt nicht. Ja. Was? Das weiß ich nicht, Bro. So, was Bro, mit Bro 9/11? 11. September 2001. Ja. Wo bin ich gewesen? Also du, zum Beispiel... Ist das Wochenende gewesen? Dann kann ich vielleicht noch sagen, dass ich bei Besuch war bei Maschinen. Nein, ich glaube, es ist unter einer Woche gewesen, weil viele Dann bin ich Menschen, daheim gewesen. viele Menschen erzählen so, sie sind in der Schule gewesen, wo die News ausgebrochen sind. Es gibt so ein Video von Ronaldo, wie er darauf reagiert. Ja. Und Christi, ja, im Hotel. Es passiert so, oh, caray. Warum? Bro, einfach so, irgend so ein Video geht rum, Bro. Er hat einfach so das am Anschauen. Wie alt ist er dort? Bro, 2001, ich glaube, er ist, was ist er, 86 Jahre lang oder so. Bro, das ist, Wie macht er? ui, caray. Irgend so etwas, Bro. Vor der ist nicht so. Er ist dort, Bro, Schock. Aber nicht mal so, er so, doch einfach weiter, weißt du. Und das ist das einzige, eines der wenigen Videos, wo ich gesehen habe, wie jemand anders zu dieser Zeit zu dem reagiert hat. Okay, wir sind Ronaldo als Maßstab nicht für alle Menschen, aber er hat das gesehen, so, crazy. Und das Leben geht weiter. Ja. Weil ich weiß noch, Wo bist du gewesen? eben, ich weiß nicht mehr genau, aber ich erinnere mich an gewisse Sachen, wie zum Beispiel, dass nach dem Tag, den ganzen Tag auf RTL 2, ist Sonderberichterstattung gewesen. Ja. Sind eigentlich alle Das ist wahrscheinlich, ja. sind alles, was gelaufen ist, haben sie wie unterbrochen und dann nur noch das gezeigt. Ganz Tag Berichterstattung. Und weißt du, an was ich mich erinnere? An dem Tag wäre Dragon Ball Z gelaufen Ja, dann gefickt. und es war eine Doppelfolge gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber sie haben die Folge einfach unterbrochen und am nächsten Tag ist wieder Dragon Ball Z gekommen, aber die nächste Folge. Wow. Das Das heißt, ist einfach ich habe zwei einfach, Folgen verpasst. ich habe einfach eine Folge, Riesige also quasi, Geschichtslücke. das ist mein 9/11-Moment eigentlich, Bro. Aber ich habe mehr fragen, so, weißt du, gibt es für dich Core Memories? Wo du Als Mensch? sagst, zum Beispiel, Leute, es wissen auch alle, wo sie gewesen sind, wo die Nachricht umgegangen ist, dass Michael Jackson gestorben ist. Ist das nötig jetzt? Ja, die Leute das auch so checken, dass wer Michael Jackson ist. Also, hast du das Gefühl, unser Podcast wird Diddy als Jackson Heim vorgeschlagen. Und Diddy dann, Jackson hat das ins Gras gebissen. Und hast du deine Biografie geschaut oder sind Filme oder so? sind Film? Nein. Du? Okay, nein. Okay, cool. Ich habe gesehen, jetzt auf Netflix. Nein, es geht nicht. Ich habe einfach gehört, dass er richtig gut, aber halt ein bisschen einseitig. Ja, aber die einzigen Leute, die es kritisiert haben, sind halt die, wo der Michael Jackson lieben. Mhm. Aber Bro, wir sind zu fest am Springen. Fix. Ich kann mir wieder sagen, zum Beispiel weißt du auch nicht mehr, wo du gewesen bist, wo Michael Jackson gestorben ist. So. Wo die Ich Info. weiß nicht mal, wann er gestorben ist. Wann ist er gestorben? Ich bin glaube in
Ich bin da mit der, warte. Rate du. Ja. Rate Ich du. bin in der 7. Klasse oder 8. Klasse gewesen. Dann voll 7, 8. Also, was, 1. Klasse oder 2. Nein, 7. oder 8. Klasse. Also ich bin so 14, vermutlich 14 13, 14, ja. Das heisst, was gibt 1995 plus 14 Jahre? Rechne selber. Recht schnell, Bro. Ich gebe Michael Jordan statt Michael Jackson, weil ich verwirrt bin. Rechne schnell, Mann. 95 Ich weiß es jetzt, ich weiß es. 95 plus 10 gibt was? 105. Ja, aber 2005 plus 2010 ist vermutlich gewesen. Knapp, ja, 2,9. 2,9, siehst du, Ja. 9, Ja. 14 gewesen. Ja, Siehst du, ich weiß noch, wo ich war. top. Ich bin dort, Alter, 2,9, krass, ich weiß nicht einmal. ich bin dort von der, ich bin so von der Schule, ich habe Geometrie, bin ich Sek A gewesen, Rest Sek B. Mhm. Und ich bin so übergelaufen in den Trakt. Und dann hat mein Handy vibriert. Kann ich so das grünes iPhone haben? Oder ein Smartphone? Irgendwo, ich habe das gelesen. Ich habe mit 16, also, ich glaube es mit, Ich glaube, das war iPhone 3GS draussen gewesen. ich habe mit 14 oder 13. Oder jemand hat Egal. aus dem iPhone 3GS mir das gezeigt. Mhm. Ey, Michael Jackson, sein Arzt hat ihn umgebracht quasi. Und ich weiss noch, Bro, dort, ich bin so am Boden gefallen, auf meine Knie. Ich habe so meine Hände Nein, im Gesicht verdeckt und einer hat so vor mir so in Ehre zu Michael Jackson hat er einen Moonwalk gemacht und so Hey, gesagt. Fresse, ne? Die hat ein ganzes Ding ausgemacht. Nein, Bro, Spaß. Crazy. Nein, ich weiß nicht, wo ich gewesen bin. Bei dem. Krass. Also, krass. Ich weiß, jetzt wenn ich so über das denke. Okay, dann ich gehe eins weiter. Hm. Ich gehe eins weiter, das weißt du. Hm. Wo bist du gewesen, wo die News gekommen sind, dass der kurdische Prophet Katar gestorben ist? Ich wollte jetzt das sagen, Bro, ich bin daheim gewesen. Wo? Wie? Was hast du gemacht? Ich bin daheim gewesen. Ganz normal, wahrscheinlich irgendwie am Arbeiten oder halt irgendwie etwas am Machen. Also wahrscheinlich am Arbeiten gewesen, glaube ich. Ehrlich. Das kommt drauf an, ich bin mir ganz sicher, ob es Wochenende war oder unter Woche. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich bin daheim gewesen. Du hast geschafft, Bro, ich bin am Arbeiten gewesen, ich weiß nicht, was ich bin einfach daheim gewesen. Mhm. Und ich komme die News über, Bro. Also ich lese das Du noch zuerst. ein bisschen ausmalen. So, bist du im Bett gelegen? Was hast du angehabt? Bro, du musst nicht allem Kunst machen. Nein, Mann. ich versuche mal. Du weißt, ich habe Fantasie, ich versuche mir das ein bisschen besser Ja. vorzustellen. Ich auch, aber Bro, sag mir, ich bin vom Sofa am liegen, Aha. Handy in der Hand, Eine Hand am Handy, andere Hand. andere Hand auf der Glatte. Auf der Glatze, okay, krass. Ah, du hast dort schon Glatze gehabt? In dem Fall, ja, ich weiß nicht. Mhm. Dann bin ich dort gewesen, und dann scrollst halt. Ja. Und zuerst, Kommt so Get Katar. Ready With Me Videos. nein, Katar, Breaking News, Katar unerwartet gestorben. Mhm. Und zuerst lese ich das. Ja. Und Das ist dann automatisch, der erste Fake. Gedanke ist so, Fake. Clickbait. Clickbait. Und nach 2 Stunden Welche Lobby hat das, was denkst du so damals? vom Katar. Welche Lobby hat das quasi, hast du gedacht so, faked jetzt, lügt? Ich weiß nicht, aber damals, ich glaube es eh so, weißt mit dem Namen Katar hast du eh so mega viele so Sachen immer wieder gehört. So da, Insolvenz, sind Tower, die sind. Mhm. Du kannst immer wieder nur kranke Was für Sachen ein über. Tower? Was für ein Tower? Was für ein Tower? Man kennt den Gold Tower nicht. Nein. Er hat 8 Stück. Ja. Er hat 8 Stück, hat ihn gehört. In Erbil oder wo? In Köln. In er Köln? Hat, er hat, Also Trump Tower auf Katar? ja, auf Kurdistan. Er hat allein auf 4 Stück nur Studios gehabt. Ich hab's nicht gewusst. Er ist. Ich habe letztens geschaut, er ist mehr der Motherfucker gewesen, aber er hat keine Ich habe übrigens die gehabt. Doku geschaut. Ich finde sie nicht gut, aber wir gehen weiter. Ich finde sie nicht gut gemacht. Ja, aber. Oh, Bro, okay, egal. So, dann bin ich das am Scrollen gewesen und dann eben zuerst siehst du, nachher denkst du, es ist gelogen und so und dann 2 Stunden später siehst du so. Ich glaube, dann kann es nicht mehr gelogen sein, weil dann siehst du zuerst, der Haftbefehl macht so eine Story, also so einen Beitrag. Hast du am gedacht, wenn du so du erfährst in den ersten 30 Minuten, dass jemand gestorben ist, Mhm. hast du gedacht so, ich mache Story, damit die Leute wissen, ich weiß vor ihnen? Bro, ich bin schockiert gewesen im Katar. Ja, ich auch. Bro, als Kind, als 6, 7, 8, nein, 6 nicht, aber 7, 8-Jährige, Mhm. bin ich so am PC gewesen und habe googelt, kurdisch Rapper, kurdisch dies, Ja, ja. kurdisch das. Ich habe immer nach Figuren gesucht, die so Kurden sind. Ja, Josh Negroni. Und wenn ich da Asad gefunden habe, Also quasi, wenn du als Kind Josh Negroni gesehen hättest, wärst du gewesen so. dann hätte geil. ich gesagt, vielleicht ist es besser, dass ich kein Kurd bin. Aber Ja. nein, ich kann. Bro, dann habe ich den Asad entdeckt und Asad ist lange der Einzige gewesen. Bro, und nachher ist der, und Asad, er ist ein kranker Rapper, Bro. Aber er ist nicht wie der Katar mit Fuß rein, Bro. Direkt so radikal. So reine Straße.
und so mit Kurdistan direkt aussprechen, Kurdistan-Flagge zeigen, alles, das ist er gewesen. Bro, nachher, und dann ist er ist schon verstorben und dann ist er kurze Zeit drauf, ist er News gekommen, so, also, auch wie viele Dokus gekommen und dann hast du dort erfahren, dass er fast gestorben wäre. Der Hafti. Ja. Genau. Und dort habe ich nochmal Herzwasser bekommen. So, Bro, wir haben 2 kranke Idol in deutscher Musik. Wow. Ah, Musik, ja, okay. Morgen. Bro, Dennis Undav! Beruhig dich. Bruder, Dennis Undav! Das ist, ich versuche einschlichen wie so ein Trojaner dort in die Bro, Liste. Dennis Undav! Dein Ding. Bayal Bakal. Wer? Agit Kabayer. Kabayer, Bro. ja. Bruder, Bayal Bakal, Bro. Aber wenn du das mal siehst, ich sehe jetzt schon 3 Stories, 4 Fotos mit dem Passagich-Bruder und so. Wer ist in Haftbefehl-Doku? Vergiss nicht, für 3 Frames, wer drin ist. Vergiss nicht. Ich finde es viel wichtiger, dass du da drin bist, dass du das mal das im Podcast auspackt nach dem Frauenfeld und Leute haben geschrieben, so ein Lügner. Geschichten aus dem Paulanergarten und so. Ja. Schon gut. Und du weißt so, hochgestanden und erfindest etwas. Ich sag nur, die Zeit wird kommen. Ja. Aber warte, Dings wird da, Menschen auf Haftbefehl. Egal, andere Rapper. Und beim Haftbefehl hat mich mega schockiert. Ich habe mega Angst, ich so, Bro, du darfst nicht jetzt vor uns gehen, Mann. Obwohl jetzt eben, es sind mega viele Kurden am Gewinnen, Bro. Es sind mega viele Kurden am Gewinnen. AGK Bayer Weltmeister. Ja. Weltmeister im Boxen, der erste seit 94 Jahren. Der erste Weltmeister nach 94 Jahren wieder. Erste Weltmeister im Boxen. Im Boxen. Also was hat seit 94 Jahren kein Weltmeister im Boxen? Nein, kein deutscher Weltmeister. Ah, das ist eine Information, die fehlt. Ich habe gesagt, sorry, seit 94 Jahren hat es keinen deutschen Boxweltmeister gegeben. Boxweltmeister. Und der ist jetzt Boxweltmeister, Bro. Dann, was haben wir noch? Was ist das? Alles Mögliche, Bro. Also denk mal scharf nach über Kurden, die dich inspirieren. Der Tassim, Bro, kommt jetzt ein Ding, hat ein Buch geschrieben, und kommt jetzt ja noch Verfilmung über von seinem... stabil, gut, wir gehen weiter. Wer noch? Der ist die Konkurrent. Wir gehen weiter. Wer noch? Ich will wissen, wer noch. Aber wir schauen Buch schreiben. Ich will nicht... Wenn du ein Buch schreiben, wie wird das heißen? Der Ficker, das bin ich. Papa lernt nicht Deutsch. Was ist? Du bist also... Was ist? Papa hatte Hartz-IV. Du bist also Y, Triathlon-Lied machen, oder was? Absolut, ist kein Kurd, egal, weiter. Also, Agit Bagal. Agit Bagel, sag das mal, Agit Bagel. Dann Tassim, du Hund, hast Tassim genannt? Bro, Tassim ist... Lust in den Schwanz, gut. Bro, ich finde, Bro, wie kann... Hey, warte. Buch schreiben Bestseller. Ob das Buch mir liebt oder nicht, ist eine andere Frage. Bestseller, Bro, Kurd. Er steht zu seinen Worten. Er sagt... Bro, ich sag dir ehrlich. Der Jeside. Meinst du? Spaß. Wallah, Spaß. Bro, Wallah, größere Spaltung als Moses macht er, Mann. Nein, ich sag dir ehrlich, ich gönn von Herzen. Du musst nicht gönnen, er hat schwer recht, Bro. Ich persönlich, persönlich, ich gönn von Herzen. Er ist weg. Auf Türkisch, man sagt, Jolnat Schossen, Bro. Der Weg soll ihm offen sein. Ich gönn. Ja, 100%. Gibt's Sachen, die ich kritisiere? Gibt's? Ich würde so gerne, dass er Projekt von dir... Gibt's? Ja, es gibt. Was? Es gibt Sachen, die ich kritisiere. Ja, erzähl. Es ist nicht jetzt. Von der Definition um Persönlichkeit zu tun hat. Mit seinem Werk, mit seiner Arbeit. Es hat mit der Arbeit zu tun. Nur mit der Arbeit zu tun. Was? Sag. Hat er das Buch... Für wer hat er das Buch geschrieben, frage ich. Okay, Tamam, das haben wir schon mal thematisiert. Ja, okay. Ja. Gut, das ist Kritik. Ja. Weil ein weiser Mann, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Jonas G, FOZ, Finger von Zürich, hat gesagt, ich mache Content für alle, die im Word rot unterstrichen sind, Namen. Ja. Er macht für Silvias und so Content. Aber wir da mittlerweile bildet die Leute, Bro, wo gut es geht nicht um Artikulieren. Okay. Es geht nicht darum. Es geht einfach darum, er schreibt ein Buch, wo er gezielt für die linksversiffte deutsche Bubble macht, anstatt ein Buch machen. Aber die sind halt schon kaufkräftig. Soll jetzt, Bruder. Und ich sage ja, Jolland Schoß und Bro, sein Weg soll offen sein. Ich gönne ihm alles von Herzen. Es ist auch insane, der Run, den er hat. Bro, er macht mad Es cash, ist kein er soll machen, es soll alles machen. Es ist auch kein Neid dahinter, Bruder. Es ist auch kein Neid. Null. Ich bin da unten, er ist da oben, Bro. Danke, Bro. Kein Problem. Wallah, er ist da oben, ich bin da. Kein Problem. Wenn ich ihn sehe, ich sage ihm Respekt. Wenn ich ihm sage, was für ein Sommer? Hey, danke vielmals. Ich sage, ich sehe mit Kinos in den Charts. Ich schreibe ein Buch nur zum Seine Ficken. Ich schreibe ein Buch nur zum Seine Ficken, Bro. Ey, scheiße. Egal. Riesen Macher.
Jetzt haben wir Agit Bagel. Agit Bagel. Dann haben wir den Taxi. Taksim. Ja. Taksim Square von Istanbul. Nein. Ja. Dann, Bro, Katar. Sorry. Aha. Okay, ja. Egal. Gut. Ja, einer von der größten Lebensretter gehabt, aber leider ist nicht mehr relevant, ja. Dann Ding, Hafti. 100%. Ehrenkurt für mich persönlich. Sio. Ja, kann man auch. Ehrenkurt. Wir sind in, wie nennen wir das? Kurdisieren. Nein, wir sind in Beanspruchen. Assimilieren, beanspruchen. Wir claimen ihn. Claimen ihn, ja. Gibt es noch weitere kurdische Person, die dir einfällt, wo du sagst, Macher, wo du sagst... Ich weiß nicht, ob sie Kurdin ist, aber die von Take Me Späti. Arslan, vermutlich Kurdin. Ich habe mal so Sachen, Bro, es ist immer lustig. Immer wenn jemand aussieht wie ein Kurd, oder Bro, wenn Mutter Teresa Schippi ist Take Me Späti, Sarah heißt sie, glaube ich, ja. Kurdin. Bro, geclaimed. Sie immer, wenn du von einer gewissen Region kommst, du kannst davon ausgehen, wenn du den Namen eingibst, Vor- und Nachnamen und Abstand drückst, ist der erste Lösungsvorschlag Kurden? Fragezeichen. 100%. Ist der 100%. Kurd? Absilon claim ich auch. Ist der Kurd? Für mich ist er Kurd. Aber, er ist nicht, aber ich Chile Manager mit Claim. Jetzt können wir schon wieder unsere Leute umbringen. Ich weiß die ganze Zeit, jetzt ist heftig Claimed, heftig Kurd. Er ist kein Kurd. Wie hast du, wo ich dich gefragt habe, ey, wie findest du Absilon? Wie hast du ihn beschrieben? Ich so, ja, Bruder, ja, langsam ist gut, man. Aber wie hast du ihn beschrieben? Ich sag nicht, mein Style von Musik. Beschreib ihn nochmal. Bro, so, mein Baba hat gestruggelt und... Nein, so wie du es gemacht hast. Mach, wie du gemacht hast. Baba hat das viel gefangen. Ja, das Leben war nicht einfach. Ja, Bro, es ist... Bro, was soll ich das sagen? Es ist... Baba hat das viel gefangen. Ja, geil. Baba muss schuften. Ja, morgen... Also, Riese, ich finde es schön, die Musik, dass es dir gibt und dass es macht, weil du hast mir auch eine Geschichte erzählt, die mega berührend ist. Ja. Ist nicht meine Musik. Ich claim. Bro, 100% claim du. Niemand, Bro. Ich claim. Ich nehme nicht weg. Claim. So. Und sonst fällt dir kein Kurd. Bro, ich mache so riesig. Also den Sonntag, ohne reden. Ja, in dem Sonntag kein Problem. Sonst irgendeine? A.K. Roni. Niemand wurde inspiriert. Wo du Bro, look, wenn du nicht Nachforschungen machst, Ozi hat sicher auch ein kurdisches Blut. Okay. Ozi. Jetzt sind wir so weit. Wir sind bei Ozi. Ja, Bro, ja. Fällt dir sonst niemand ein, wo du sagst? Ich respektiere. Lass mich überlegen. Du Stück Scheiße. Lass mich überlegen. Krass. Mol. Ja. Bro, ich kann vergessen, Bro. Ich kann vergessen. Natürlich. Tut mir leid. En Derdiok. Derdiok, Bruder. Der habe ich gemeint, Bro. Ist aus Dersim. Bro, wir hatten Schweizer Fußballer. Wir hatten einen kurdischen Fußballer in der Schweiz, Bro. Und der ist einfach Miet gewesen, man. Miet meine ich. Ja, Bro. Ja. Aber egal, das ist aus dem Namen mit Schoßreit. Ja, man. Derdiok, Bro. Derdiok. Stabile Folge. Wirklich ganz geile Folge. Ja, wir haben zusammen das Jahr mehr Fußball geschaut als die Rest von unserer Freundschaft. Das ist geil gewesen. Es ist lustig, dass wir auch so im Kollegenkreis mal darüber geredet haben, diskutiert haben. Du hast vielleicht gemerkt, ich mache recht viel jetzt ein bisschen mehr Output auf Social Media. Weil Fußball ist ein bisschen einfach für mich. Ja. Ich liebe Fußball. Und ich habe mal ein paar Mal gelesen, wenn du krank viel Engagement willst. Ja, Fußball. So, wie das echt auch. Bro, 100%, wenn du willst, so Likes, Kommentare, Diskussionen, was auch immer, mach Fußball. Weil im Fußball ist jeder Experte. Jeder weiß es besser. Aber hast du Bock auf die Social Media Welt? Ganz ehrlich, weil ich bin voll abgefuckt, Bro. Ich bin voll abgefuckt. Hey, weißt du, das Ding ist, ich mache Stories. Und manchmal, also ich mache immer wieder Antworten über und so. Und eigentlich muss ich sowieso interagieren, mit den Leuten schreiben, Antwort. Das fängt mich an anschießen. Und so, es gibt ja jetzt verschiedene Creator, die zum Beispiel so zusammen Public Viewings machen und so. Auf Twitch das streamen und so. Ja. Wieso gehst du? Melik, Shoutout. Ja. Bro, schon gefragt worden, schon gegrüßt worden, aber Bro, erstens, ich habe meistens schon abgemacht mit Kollegen so zum Zusammenschauen. Ja. Shoutout Alau, ja Mann, ich schwöre, ich habe schon 30 Mal gefragt. Löwe. Micha? 100%, Bro, er ist absolut korrekt. Und meistens habe ich schon mit Kollegen abgemacht, bin schon unterwegs. Und ich sage dir ganz ehrlich, Bro, ich weiß nicht, so, es gibt Menschen, die schreiben sich mit 50, 30, 40, 60 nicht irgendwie irgendetwas machen, Hauptsache sie sehen cool aus oder was weiß ich, oder Hauptsache sie sind ein bisschen dabei und so. Aber du musst jetzt auch nicht überall dabei sein, Bro. Du denkst, du bist jetzt offiziell Certified Onk? Nein, aber wenn ich weiß, dass irgendwo zum Beispiel alles 20-Jährige sind, und dann komme ich mit 32, ich fühle mich unwohl. Ja, fair. Du dich nicht? Ich wünschte, mehr Leute in der Schweiz würden sich unwohl fühlen als über 30-Jährige, fast 40-Jährige mit sehr jungen Menschen verkehren.
Ich wünschte, du weißt, auf wer ich Luther. Ich wünschte, aber leider sind die zweiklassische Comedians nicht auf dem Niveau. So Zwei klassisch wäre gut, man. 5 klassisch, was auch immer. Ja. Aber ja, gut geredet. Gut gerüft. Geil. Was haben wir? Baba. Gute Stunde ist um. Wir haben sehr gut geredet. Mhm. Es hat sich angefühlt nach einer Prise von früher. Brutal, ja, ich schwör. Ich habe kurz, einmal bin ich so nicht ganz da gewesen, es hat sich angehört, als würde meine Mutter jetzt da schnell Fleisch rausnehmen. Geil. Hey, Ja. für alle, die bis zum Schluss gehört haben, kommentiert unter der Folge, ob ihr gerne hättet, dass wir in der nächsten Folge über Odyssey redet, weil der Serhat hat schon geschaut, der neue Film Ja, Mann. von Christopher Nolan. Ja, ich Mann. schaue ihn am Dienstag. Mhm. Das Wir heißt, machen eine Umfrage, einfacher, weil nachher Okay. Leute kommentieren, ist schwierig, nicht? aber wenn Leute kommentieren, gibt es mehr Engagement. Wir machen Kommentare etwas anderes. Umfrage, ob ihr sollt über Odyssey reden oder nicht, Ja. und kommentiert, was haben wir so thematisiert? Eben, ob sie über etwas anderes wollen wissen. Wieso hast du jetzt den Lauf verkackt? Das wäre Sorry, super gewesen, Bro. Bro. Ja, Bruder, ja, das ist auch mein Podcast. Ja, natürlich ist ja dein Podcast. Es tut mir leid, Bro. Ich habe gedacht, es ist ein Gespräch. Ja, es wäre- Ich habe gedacht, ich muss nicht schauen, dass Stimmt. es einen roten Faden gibt. Das stimmt. Hä? Mhm. Okay. Nein, mach du wieder. Nein, ich habe auf jetzt Mute. überlegt, Ich weißt du, will mich so. auf Mute. Nein. Falsch. Ich habe überlegt, so ja, eine Umfrage für Odyssey finde ich einfacher, weil dann klickst du einfach schnell ja, nein. Und kommentiert für, aber kommentiert für was? Für was? Kommentiert, die kommt am Montag raus. Ah nein, ich kann sagen, kommentiert, wer Weltmeister wird, aber dann wissen wir schon. Kommentiert, wer der Goat ist, ganz einfach. Kommentiert, wer der Goat ist. Ist es der Messi oder ist es der Dennis Undavid? Alle anderen sind nicht relevant zum Erwähnen. Cringe. Das ist kurz und bündig. Ich finde es jetzt auch wie die Nachrichten, weißt du, wenn wir fertig sind, dann geht die Kamera ein bisschen hinterher und. Ja.